Hallo, grüß dich. Willkommen beim Harmonikakurs Lektion 8. Heute machen wir was Neues. Was Neues. Wir spielen nämlich zweistimmig mit der rechten Hand. Bevor wir das machen, wiederholen wir noch, was wir das letzte Mal gemacht haben. Was haben wir gemacht? Ja, wir haben durchgemischt. Achteln, Vierteln, Halbe mit allen möglichen Fingern. Und das machen wir jetzt gleich noch einmal. Wir starten mit welcher Kombination? Nehmen wir Achteln, Vierteln, Halbe und nochmal Achteln. Also Achteln, Vierteln, Halbe und Achteln. Okay? Das machen wir nochmal. Gleich mit Metronom wieder Schlagzahl 40 eingestellt. Hoppala. 1 und 2 und. Und auf Druck dasselbe. Und gleich noch einmal. Und. Und wieder Druck. Einmal geht's noch und Zug. Und wieder Druck. Jawohl, und Stopp. Supi. So, wir haben gesagt, wir spielen zweistimmig. Was heißt das? Wir benutzen zwei Finger gleichzeitig. In dem Fall starten wir mit dem Ringfinger auf dem Gleichton. Wir nehmen zwei Finger gleichzeitig nebeneinander. Am einfachsten ist mit dem Mittelfinger und Zeigefinger gleichzeitig. Einmal für den Anfang. Bei euch, man kann auch sagen, 3 Knöpfe freilassen und dann Zeigefinger und Mittelfinger hinlegen. Ja? Wir starten gleich mit Achteln. Okay? 1 und 2 und. Der vierte Takt und jetzt geht's auf Druck. Der dritte Takt und der vierte Takt. 1 und 2 und wieder Zug und Zug. 2, 3, 4 und Druck. 2, 3. Jetzt nehmen wir Vierteln. 4 und Zug. Noch einmal und Zug. Die Halben nehmen wir jetzt auch gleich. Und Halbe. Und Druck. Einmal jetzt auf Zug.
Druck. Jawohl, sehr gut. Super. Ja, die zwei kennen's. Die zwei bringen es auch zusammen, oder? Probieren wir gleich, selbe Position. Auf Zug klingt jetzt ein bisschen interessant. Das ist eine Sekunde, heißt das Intervall von von dem Ton zum nächsten. Das muss ja ein bisschen wehtun in die Ohrwascheln. Ja, das darf ein bisschen wehtun. Wir starten wieder mit Achteln. 1 und 2 und. Und Druck. Stopp, jetzt ist mir gerade was eingefallen. Wenn ihr die zweistimmige Geschichte spielt, ja, müsst ihr euch vorstellen, die Finger sind miteinander zusammengebunden. Weil er schon mal eine Schiene gehabt hat bei den Fingern, weil er sich den Finger gebrochen hat oder irgendeine Verletzung gehabt hat bei den Fingern. Stellt euch vor, das ist so eingegipst. Ja? Die zwei Finger sind beieinander, da kann man nicht viel was rühren. Das sollte relativ stabil sein. Und dann könnt ihr mit der ganzen Hand quasi das relativ stabil halten. Und auch wenn ihr die anderen zwei Finger habt, ja, das ist quasi das gleiche, wie wenn die zwei Finger, da kann man, wie soll ich sagen, das ist sehr, sehr stabil miteinander, kann man mal umdrücken. Die haben einfach so eine Stabilität. Mittlerweile, bei mir ist es halt so, dass die 4 Finger nebeneinander, wenn ich alle 4 brauche, dann hat sich das bei mir so eingebürgert, dass das die Grundhaltung ist. Ihr seht, das ist quasi in einer Linie die Fingerkuppen. Ja? Und da brauche ich nur die Finger nach 3 hinlegen, beziehungsweise die ganze Hand nehmen. Und wenn ich dann nur 2 Finger brauche, hebe ich die anderen, was ich nicht brauche, auf. Unter Anführungszeichen. Ja? Gut, wir starten oder wir machen weiter bei unseren mittleren 2 Finger. Das ist der Mittelfinger und der Ringfinger. Eben, stellt euch vor, ihr habt eine Schiene und könnt eure Finger quasi nicht bewegen. Das ist relativ, wie wenn es eingibst war. Ja? 1 und 2 und. Und Druck. Dann machen wir Viertel. Und wieder Druck. Auf Zug, wieder machen wir halbe. Und wieder Druck. Jawohl. Super, das waren die 2 Finger gewesen. Der kleine Finger ist jetzt ist auch dran, ja. Sollte mittlerweile schon ein bisschen Kraft haben. Mit dem Ringfinger gemeinsam ist es halt ein bisschen Herausforderung, weil die zwei normalerweise in der Form nie was zu tun haben. Aber schauen wir gleich mal, wie das tut. Wir fangen wieder mit Achtel an, okay? Und. Was
Was habe ich gesagt? Achtel habe ich gesagt, gell? 1 und 2 und. Und Druck. Und wieder Zug. 2, 3, 4. Es folgt Druck. 2, 3, 4. Jetzt machen wir mit Vierteln weiter. Und Druck. Und halbe machen wir auch noch. Und Druck. Jawohl und Stopp. Super. So, ihr dürft jetzt die ganze Kombination Vierteln, Achteln, Halbe nach Belieben durchmischen und die Fingerkombinationen nach Belieben durchmischen. Wichtig ist, dass ihr euch im Tempo ganz gemütlich haltet und dass du einfach selber irgendwas experimentiert, ein bisschen was erfindet, aber vom Tempo her schaut es immer, dass es im gleichen Tempo bleibt. Und ja, da dürft ihr einfach fleißig weiter üben und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Für euch!